Morgen. Das ist wirklich war ein schöner Morgen. Wenn es mit dir kalt ist, mit schneiig ist, das ist wegen ein guter Morgen. Amen. Das ist ein Tag, was Gott gemerkt hat und uns gegeben hat, und wir sollen froh sein daran. Und wir wollen noch. Mir freut war, dass Sie Gelegenheit haben, hier Gott sein Wort mitzuteilen. Und ich habe mich ein Thema gewählt, wenn ihr gekickt habt auf der Bulletin, was ich für ein Thema gewählt habe, wo ihr vielleicht wundern, was habt ihr hier von der zu sein von Weihnachten, Lehrjes über Weihnachten. Und was ihr auch sagt, über das Dinge gehen, ich doch so uns als eine große Verantwortung gegeben worden, als Eltern, und besonders uns als Väter, unsere Kinder abzutragen, reich abzutragen und die Wahrheit zu lehren. Und die Verantwortung hat Gott uns gegeben. Und in Sprüche 22, Vers 6 sagt er, lehr ein Kind den rechten Weg gehen. Dann wird er auch dabei bleiben, wenn er alt wird. Also den rechten Weg zu wiesen, der Worte lehren zu geben, ist sehr wichtig. Das ist eine sehr weise wir, die wir von Solomon hier hören tun, das was wir sollen tun. Die reich abzutragen. Und Epheser 6, Vers 4 sagt er, in die Fudersch verzeugt die Kinder nicht, tragt die christlich ab und dort die in christlichen Sinn tragwiesen. So hier redet besonders von, hier tegen die Väter, der Fudersch. So wir haben die Verantwortung, die letzte Verantwortung in der Familie. Wir wissen, die Mütter haben die spielen eine große Rolle, Kinder abzutragen, weil sie sind viel mehr mit den Kindern taub. Aber wir als Väter besonders, wir haben eine sehr große Aufgabe, unsere Kinder die Wahrheit zu lehren. Und was ja oftmals, wenn wir denken, wenn ich drei denken, so wie ich nicht mehr kann denken, dann kann ich noch besagen, wo uns oftmals wieder die Lehrjes verteilt worden von Weihnachten. Und das ist, somehow ist das angewartet in den Familien, und das ist auch in den christlichen Heimen angekommen, eine falsche Lehre von Weihnachten reden. Und das einmal denke ich vielleicht so, das ist was Spaß, das ist was Spaß gewesen, und das ist noch Spaß, aber wir sollen nicht so ernst nehmen, aber die oftmals wird die Weihnachten den Nikolaus die Kredit für gegeben. Und das ist ein Lehrjes. Das ist interessant, wenn wir darüber denken, dann wo das mal ist, in der Heimat angeraten, aber das ist. Und das ist ein bisschen, was ich von der Welt von reden. Das sind verschiedene Dinge, wo du Kinder verteilt worden, wenn die noch klein sind, wenn sie abtreten, was die Wahrheit ist, über einzelne denken sie, die wollen nach Rütwassen, da wollen die mit der Wahrheit kommen, da wollen die nach der Ansicht kommen, was die Wahrheit ist. Aber wir als Väter, wir haben die Verantwortung, unsere Kinder von klein an, so schwer es die verstehen können, die Wahrheit zu lehren. Und das ist, was wir für eine Verantwortung haben. So soll ich sagen, das sind verschiedene Lehren, was wir gelehrt haben, aber besonders von das zum Beispiel dachte ich an Weihnachten und an den Nikolaus. Zum Beispiel dachte ich so, das wird ein Beispiel, was wir können nehmen aus einer Erdlehre. Der Nikolaus, der ist weit und breit bekannt gemacht worden über die Zeit all in der Vergangenheit. Über die ganze Welt ist der bekannt. Das Nikolaus, und der wird als nur hochgeteilt, der wird hochgenommen. Das ist der, was die Kinder der Frieden bringt. In uns ist gelehrt worden, und wir hier in der Hansa China leider ist abgemerkt, sein, dass das Nikolaus, der wohnt beim Nordpol, das wo der wohnt, und der hat ein Schlädje, und der hat Freu, was der pflegen kann über die ganze Welt. Der kann die ganze Welt bedecken in einen Abend, den Abend vor Weihnachten. Und das ist vielleicht, das hieß ich so, das ist vielleicht bloß ein bisschen ein Spaß, und das ist, der kann ja eine Freude geben, aber ist das reich? Ist das reich, dass wir unsere Kinder das dort gelehrt haben von klein an? Weil ein Reich kann nicht pflegen, und auch der Nikolaus, der hat nicht die Macht, über die ganze Welt zu kommen, über in einen Abend. So, dann müssen wir uns fragen, ist das reich? Und das ist ganz einfach. Die Antwort darauf ist ganz einfach. Ist das die Wahrheit? Ist das die Wahrheit? Ob das ein Spaß ist oder nicht? Ein Lehrjes sind Lehrjes bei Gott. Und wenn Gott sagt, das Lehen ist reich, dann ist das reich, unsere Kinder sind dort lehren. Ich vertelle meiner Mutter, dass ich an dieser Andacht will arbeiten, dass ich von das will reden. Sie sagt, ist das passend für uns, von der? Und ich dachte so, vielleicht ist es nicht.
mir freut sagen, dass wir, ich glaube, in den letzten Tiden, unsere Kinder, die sind viel kleiner geworden, die sind auch unterstellt worden. Wir als Eltern, wir sind zu der Ansicht gekommen und wir bringen unsere Kinder auch ab, reich zu lernen von Weihnachten. Und ich glaube, das ist sehr gut. Wir haben die Gelegenheit hier in der Sonntagsschule und wir wollen an die Schulkinder, die lernen hier von Weihnachten und die uns sogar eine Botschaft lernen, was sie uns verbringen wollen zu Weihnachten. Und das ist die wahre Botschaft. Und das ist ein sehr guter Verreich, was wir haben. Weil als wir abwachsen, wir hatten das in Reichweich. Wir hatten nicht Sonntagsschulen und wir können sogar nicht mal in die Kirche gehen, beinahe 12 Jahre. Von euch, wenn wir 12 Jahre alt werden, dann wieder Freiheit in die Kirche zu fahren mit der älteren Taub. So, da wird dann die Wahrheit vielleicht gelehrt, aber vielleicht auch nicht mal einmal zu verstehen, auch nicht. Und weil ich dort das, was der Unterschied ist von dann, so ich sagen, dass ich kann mir denken, so wie ich drei denken kann, wird es dort gelehrt. In Mexiko einmal, dort wird einmal wieder Nikolaus. Dort wird die Weihnachten, dann kommt der Nikolaus. Und dort sind Lehrjes. So, dann müssen wir uns vielleicht fragen, ist dort reich? Ist dort reich was? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Wenn das nicht die Wahrheit ist, dann ist das nicht reich. Bei uns, als wir abwachsen, bei uns wohnt der Nikolaus ab dem Bein. Bei uns ab dem Bein. Der wohnt nicht beim Nordpol, der wohnt ab uns ab dem Bein. So, wie wir in einer großen Familie, wir hatten mehrere Kinder, unsere Eltern hatten mehrere Kinder, und wir waren nur wild und lüd zu tiden. So, das haben unsere Mama nur für ein Pass, wenn wir nur lüd waren und nicht gehorsam waren im Haus, dann sind sie der Nikolaus ab dem Bein, der kann ihn hören. Wenn die nicht wollen abhosten, nicht wollen still sein, der kann das hören, was ihr tun, dann wollen ihr nicht Geschenke kriegen. Oh, na ja, dort will ich wieder überhand. So ich habe das Geld für ein Pass, dort brücken, uns zu beschwichtigen. Aber das wird nicht die Wahrheit. Das wird vielleicht ganz erschuldigt, nicht schlecht mit gemeint, ich will keine Eltern beschuldigen, die aber, willst du Hand selbst vielleicht sogar nicht mal gewiss, dass das in der Wirklichkeit nicht reich ist. Dass sie den Nikolaus die Ehe geben, für was Gott getan hat. Was Gott geschenkt hat, uns zu sehen, zu schenken, uns ein Geschenk der Welt zu erlösen. Deswegen ist das auch reich. Aber mir freut, ich glaube, mein Vater, der kam dann zu einer Ansicht, ich wundere, als er dann vielleicht all bekehrt wird. Er sagt uns Himmel nicht gleich danach, wenn er sich bekehrt hat, aber einen Ofen, ich weiß das noch, wir können noch denken, kriegt er uns taub, dass wir dich bei Weihnachten, kriegt er uns Kinder taub, und dann früher, als wir an den Nikolaus leben, als wir leben, dass der Nikolaus wir. So, wir wissen nicht ganz genau, was wir sollen beantworten, was sie verlangen wir von uns zu sein, als wir sollen sagen, ja, na, ihr habt ja doch gesagt, so, dann leben wir dort. Aber wir würden alle mit Stall ticken und so, und wir wissen nicht mehr, was wir uns so von der Antwort geben. Und ich glaube, was von uns wir wissen, dass wir haben das all gehört, das gibt kein Nikolaus, dass wir nicht, was die Weihnachten wir. So, wir würden mit Stall und lüden bloß, was er will, wo er hingehen will mit das. Und dann, auf einmal sehen wir, dass wir so, dass wir Lehrjes, was er uns verteilt haben, und er entschuldigt sich, dass er uns vergelernt mit den Sachen, mit seinen Dingen aus dort. So, und ich glaube, Mama wieder zu der Zeit noch ein bisschen geschaut, weil sie halt einmal gebraucht haben, uns zu beschwichtigen, als wir sehr passend, dass der Nikolaus am Bein wir in der Post ab nach uns, und damit können wir uns mit dir beschwichtigen. Aber da wird uns der Wahrheit dann so abgedacht, sozusagen. Selbst von Papa, selbst hier wird er dann, in uns Freitag. Und er hat noch mehr Dinge erwähnt, was er hat in der Vergangenheit gebraucht, uns Kinder im Leben zu merken. Und er entschuldigt sich etwas. So, das wird eine gute Zeit. So, ich dachte, das ist interessant, wenn wir vielleicht selbst auch nicht tun, unsere Kinder sind dort lernen, oder unsere Großkinder, aber vielleicht weit wir so noch was zu tun. Das ist unsere Aufgabe, das dann zu sagen, zu weiten lassen, was Weihnachten in der Wirklichkeit anholen wird. Und das ist nicht der Nikolaus, was die gekommen ist, uns zu raten. Kolosser 3, Vers 9 sagt, dort nicht untereinander legen. Und das meint nicht bloß die Erwachsenen, die großen Menschen, das meint die Allen, sogar die Kinder auch. Wir sollen nicht untereinander legen. Die haben ein altes Eck mit seiner bösen Natur und Wirken aufgelegt, sagt er. So, wir sollen zu der Erkenntnis kommen, und dort stehen und antworten, dort legen und dort ist Arach. Und auch in der Offenbarung haben wir eine sehr ernste Frage, was da reden wird von was legen das? Wo sollen wir was legen, dann hinkommen dann? Das sagt, die Leger wollen ihren Platz im Viersee haben, der mit Schwefelblatt brennt. Das ist das für der Tod. So, das sind dann, was von der Leger das sind, ob das Spuß ist, oder Irns ist, oder was immer das ist, Legen ist eine sehr ernste Sache bei Gott.
zoals ik al zei, denn ik geloof niet. Ik wil me te zijn, keiner hier vandaag als wat ik geloof dat, oder wat ik kinderen leren dat, oder heeft geleerd, dat de Nikolaus als de oorzaak voor Weihnachten. Dat is dat wat gekomen is als een kind deze Welt heraden. Aber de zijn vandaag nog zo'n, die doen dat nog helemaal leren. We brauchen gleich sagen, wie vorhin, wenn wir in der Sturen fahren, da sind in den Malen, da wird zu der Weihnachtszeit abgestellt, wo die Nikolaus dann satten dort und die Kinder wurden durch den Arm gekriegt und Arm beschaut satten, dann kann die Kinder denen das sagen, was sie zu Weihnachten wollen haben, ihre Bestellung geben zu den Nikolaus. Und denken die, das sind wirklich was Leeres. Der Nikolaus, der hat keine Macht, die Kinder irgendwas zu geben. Und das ist, was der von der Lehre ist. So wem traf in der Wirklichkeit die ihr für Weihnachten, was damals tausende Jahre drei passieren deit? Wem traf die ihr? Traf der Nikolaus der ihr für dort? Absolut nicht. Jesus traf die ihr. Gott traf die ihr dafür. In Jesaja 42, Vers 8 sagt es steht, ich sehe der Herr, so heut ich. Und ich lot keinem die ihr haben, was mich traft. Und lot keinem Aufgott der Anerkennung kriegen, der mich traft. So er sagt, er will seine Herrlichkeit gleich mitteilen mit eins und anderen. Der ihr, was am trafen der will er gleich mit eins und anderen mitteilen. Am traf der ihr. Gott und Gott allein. Und dann, zoals ik zei, er zijn ook sogar keine Lederkist opgesteld, wat ze afmals zingen, wat wir hier doen, da sein, du bitte pass auf, sie schmack. Der Nikolaus, der weiter, als du Geld oder schlecht bist, und wenn du schlecht bist, dann wirst du noch Geschenke kriegen. Sonst wird in der Kinder ihre Gedanken dann gesungen und dann gelehrt. Und von klein an, und wenn die Kinder erst zu der Ansicht kommen, was die Wahrheit ist, oder was der Arach ist, dann kann die bitte Frau kommen, was ist noch Arach, was die uns gelehrt haben? Was ist da noch, was die uns nicht die Wahrheit mit gesagt haben, mitgeteilt haben? So, da vor erst du dann. So, ich glaube, das ist wichtig, von klein an, unsere Kinder die Wahrheit lehren. Wir sollen unsere Kinder lehren, was erreicht ist und was erreicht ist. Und so wird dann auch schon die Kinder, was die nicht besser weiten, was die nicht anders weiten, so wird dann gelehrt. Von klein an bitte ich zu dem Verständnis kommen, zu verstehen, von was Weihnachten ist. Und Gott sagt, die kann nicht mich vergleichen mit eins und anderen, mit eins von anderen. Ich sehe Gott. Er ist allmächtig. Er kann dort tun, was er will. Er kann über die ganze Welt gehen in einen Tag, der alle Tiden, und er ist alle Wegen, und er ist allweitend. Nicht der Nikolaus, nicht Santa Claus. Wir können den nicht vergleichen mit Gott. Jesaja 46, Vers 9 sagt er, was deut ich lang trei, dann einmal, sagt er, ich sehe Gott, und du ist kein anderer. Ich sehe Gott, und sie mit das keinem zu vergleichen. So da ist keiner, was nicht mal dich bekommt mit Gott oder mit Jesus. Denn die hat nicht zu vergleichen mit eins und anderen. So Gott hat die Macht, über die ganze Welt zu gehen und zu tun, was er will. Er hat die Macht, aber nicht der Nikolaus. Sprüche 15, Vers 3 sagt, dem Herrn seine Augen seinen alles in Werken über die Gute und die Schlechte. So wir können hören, Gott seine Augen, die seien alles. Die können wirken über die Schlechte und die Gute. Er hat die Macht zu tun über die ganze Welt. Und Gott ist der Einzige, der allweitend ist und allgegenwärtig. So, ich würde bloß ans Tauroden, wenn wir von so einer Weiten tun, wenn wir auch selbst nicht an die Kinder so mal lernen tun, aber wenn wir von so einer Weiten Worte tun, ich glaube, das ist unsere Abgabe, unsere Verantwortung, anderen Menschen zu verteilen. Tick mal, weil wir an die Kinder die Wahrheit lernen. Die Wahrheit lernen, was Weihnachten in der Wirklichkeit anhält. Wir dürfen ein Gott haben, und das ist unser himmlischer Vater. 2. Mose 20, Vers 3 sagt, dass die dürfen keinen Gott haben, büter mir. Nicht einen anderen Gott haben, in den die Macht geben, die Ehe geben, dass der allweitend ist und allmächtig ist. Das ist nicht die Wahrheit.
In der 1. Chroniker 8, Vers 6 sagt er, aber wir haben nur ein Gott, den Vater, von dem alles ist und für den wir leben. In ein Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist, und durch den wir leben. Er ist der, was uns das Leben gegeben, und durch sein Sohn Jesus Christus haben wir das ewige Leben gekriegt. Den trifft alle ihr. So unsere Kinder von klein an, so schwer als die verstehen können, die Wahrheit lernen. Da weiten Leute, dass Jesus wie in die Erde gekommen aus einem kleinen Kind, geboren aus einem Kind, und wir Mensch geworden, kommen der Welt heran. Nicht Santa Claus. Der soll keine Ehe kriegen dafür. Nicht den, die Ehe geben für dort. Du wirst mal eine Zeit, einer, der früher meine Freiheit, als er die Freiheit hat, nach uns zu kommen, er will sich so antragen aus dem Nikolaus, dann will er nach uns kommen und sie können ja die Freiheit bringen. Den wird je beschenken mit Kinder und so weiter. So er früher meine Freiheit, als er wohl kann, als er die Freiheit hat, anzukommen. So ich lachte ein bisschen, ich sagte, ich würde ihm die Freiheit geben, aber wenn der irgendwo utlachen und er würde ankommen und irgendwo utlachen sein, dass Jeff kein Nikolaus, dann soll er sich nicht schlecht fühlen, der war. Dann früher nach warum? Dann sagen wir, unsere Kinder, die hat wir keinmal gelehrt. Wir werden das eigentlich geworden, ganz am Anfang, wir Kinder hatten, wir wollen unsere Kinder nicht lehren von den Nikolaus, dass das die Weihnachten wir. So, dass wir uns eigentlich geworden, und wir lehren unsere Kinder ganz oft, dass Jeff kein Nikolaus, dass wir ein Lehr ist. So, du wirst sehr haben, dass er will sich vielleicht ein bisschen anschmieren, und die wollen am Utlachen und so weiter. Wenn er die will, dann kann er die kommen. Und dann früher, warum wir wollen unsere Kinder so eine Friedensstaat wahrnehmen? Warum will ich die Kinder die Frieden nicht erfahren, dass die auch keine Frieden haben? Dass du ein Nikolaus wir, der bringt Geschenke und so weiter, ist dort. Ich sage, dort sind Lehrers, und wir wollen das eigentlich geworden, wir wollen unsere Kinder nicht verlegen mit dort. Und unsere Kinder, die haben alle eine große Freude zu Weihnachten, wenn dort nicht ein Nikolaus ist. Die wissen, dass Jesus Christus wie geboren, über 2000 Jahre 3, und der wird gekommen hier auf Erden aus dem Kind. Nicht der Nikolaus. Und dort, die wollen unsere Kinder sich ganz sicher an. So dat je een grote vrede dort te weten. So die vrede reikt ook. Wir brauchen gleich proben, andere Weise in onze kinderen vrede te brengen te Weihnachten. Dat is gleich nötig. Diese vrede soll groot genug sein für unsere Kinder, für uns und auch für unsere Kinder alle. So ich vertelle ihm, dass ich sage, der hat eine große vrede. Der vreden sich sehr, jede Weihnachten. Und dessen, Jesus Christus, den sollen unsere Kinder kennenlernen. Der Friede sollen die erfahren. Johannes 17, Vers 3 sagt es steht, dort ewige Leben ist das, dort sei die, den einzigen wahren Gott, in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Das ist, was das ist, dass er den kennenlernen, als Jesus Christus, was er getan hat für uns, worum er gekommen ist. Das ist hoch Ursache, dass alle Menschen das kennenlernen, aber besonders Anfang von unseren eigenen Kindern, wo wir da abtragen tun. So, dann hat eine Frau, warum wollen wir unsere Kinder lernen, dass sie sollen den Nikolaus der Ehe geben, was Gott treffen hat, was Jesus treffen hat. Ich sehe mir ganz sicher, dass der Feind, der hat eine große Freude, von der weiß, dass wir unsere Kinder uns dort lernen tun. Weil dort ist den Feind seine Arbeit, dort was den sein Verlangen ist, dort was Gott für uns getan hat, dort nicht mehr. Und wenn wir mithalten damit, dann halten wir den Feind mit seiner Arbeit, was sein Verlangen ist. Dort zu verdorben, was Gott angefangen hat und was er für uns reingemerkt hat. So, warum wollen wir mit dem Partner gehen und helfen keine Kinder von klein an, sonst dort lernen? Bei Gott sind Kinder sehr viel wert. Jesus sagt, er soll die Kinder nicht von Arm holen. Er sagt, er soll die Kinder nach Arm bringen, nach Arm Leuten kommen und von Arm lernen. Und dort ist sehr wichtig, dass wir das tun. Wir einmal haben wir gehört, dass es wichtig ist, dass die Private Schulen oder die Public Schulen, die Gebete und die Bibel aus der Schulen rausnehmen. Und das ist auch, das ist sehr schön, das ist wichtig, dass wir Fans sind, wenn das nicht passiert wäre, aber das ist passiert. Und das ist die Wahrheit. So dann fühle ich mich selbst, ist das besser, wenn wir unsere Kinder die Antwort lernen von das, als wenn die Gebete und die Bibel aus der Schulen rausgenommen wurden.
Ik geloof niet dat het veel beter is. So wat zullen wir onze kinderen van klein aan leren? Das ist vers wat je da in bulletin hand, Jesaja 9, vers 4. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass unsere Kinder sollen antworten und dass wir lernen dann von ganz von klein an. Sag ich uns als ein Kind geboren, wir haben einen Sehen gekriegt, in Heihaft dort reich zu regieren. Hij wird der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Führer und der Friedensprinz genannt worden. Sein Machtrecht in der Fried und ihr Arm wird ohne eng teilnehmen. Hij wird ab David sein Thron setzen in sein Reich abrechtig und nur dort wird reich ist von nu an und ab immer regieren. Der Herr, der alles regiert, wird das in seine Ehe tun. So das ist, was der Wahrheit ist. Das ist, was da passiert wird. Uns wird ein Kind geboren, der heißt Jesus Christus. Das ist die Lehre. Das ist, was wir als Eltern sollen unsere Kinder lernen. Die Freiheit bekommen merken und die geben. Kijk, es damals, als de Engel naar de hoed komen, en het is een grote schijne nodig brengen. Da sehen sie steht in Lukas 2, Vers 10, sie dat, über der Engel sagt zu der Hood, fürchtet nicht, horcht, ich bringe euch eine grote Friedensnodig, wo sich alle Menschen freien wollen. So, das ist der Friede, der wir mitteilen haben zu alle Menschen. Eine Friedensfriede. So eine Friede ist dort, soll wir unsere Kinder geben. Und wenn die bekannt worden ist, wenn wir vertalen dann, deutlich klar machen, was da passiert wird, dort wird eine Friede geben. Ich sehe mich ganz sicher da an. Und dann nach meiner Lehre, was da vertalt wurde, was da gelehrt wurde, wenn ich kämpft von dasselbe Jesus, als der abgewaschen wird, er wird gekommen, er will sein Leben geben für die Sünder, er starb am Kreuz und wird begraben. Und dann zu Ostern stund er ab. Und was vertellen die Kinder dann, was zu Ostern passieren da? Dann wird der Osterhaus gekommen. Ein Osterhaus. Das ist ein Joke. Wieder ein Osterhaus, was da abgestohlen wird von dort? Lees. Du auch war da, hier sich bloß, da sagen vielleicht bloß, oh, das ist bloß Spuß. Aber das ist ein Don't. Das ist Lees. Du wird kein Osterhaus, was da gekommen wird, was da von dort abgestohlen wird. Ans Jesus Christus, der gekommen wird, der wird abgestohlen von dort. Kein Osterhaus. Das ist wirklich, das ist ein Joke. So ich all sagen, denn mir freut das sehr, dass wir von der und Tag gelernt haben, unsere Kinder die Wahrheit zu lernen. Nu Samarias, hier wir dort, arbeiten wir dort, unsere Kinder die Wahrheit gelernt in der Sonntagsschau. Die Lehrer, die geben sich Zeit auf und geben sich auf, mit unseren Kindern die Wahrheit zu lernen, besonders nu zu Weihnachten. So dass es eine große Freude dort zu weiten und Verreich zu haben, dass wir von klein an kennen, unsere Kinder die Wahrheit lernen. Ich kenne einen Freund, und wir hielten uns das Werk von verschiedenen Dingen, von was uns gelehrt wird, als wir abgewaschen, was von der Lehre ist, uns wird gelehrt worden. Und heute hat entweder einmal gesagt worden, dass Plitzen, dass wir schlechte Menschen. Das sollen abhossen für das, dass wir schlechte, die proben und Schulden unterdauen. So sie werden abgewaschen von klein, wie klein meins, nu haben sie mit der Zeit haben sie anders gelehrt, über dann fürs wie klein, sie hatten Angst gehabt für die Plitzen, wenn die gekommen wären, was die antworten tun. Wenn sie ihre Eltern haben vertalt, dass wir schlechte Menschen, die würden es mitnehmen, die proben und Schulden zu tun. Und so haben sie es angegrüht, so dass wir noch ein von der Lehre ist, was die Kinder gelehrt werden. In der Bibel sagt es ganz anders. In Römer 13, Vers 4 sagt es, willst dort als Gott sein deiner, also der wird in der Regierung schaffen tun. Die zum Gauden, so das ist uns zum Gauden. Aber wenn du das, was schlecht ist, dann fürcht die, willst du Reich, das schwirrt nicht für nichts, der hilft nicht das Verreich für nichts. Dort als Gott sein deiner, reich zu üben, über die, der beisitzt tun. So, ich weiß nicht, was erstmal uns dort gelehrt worden, dass die Plitzen, dass wir nicht gute Menschen. Ich kann mich nicht besagen, dass uns als jemals den war gelehrt worden. Aber ich weiß, dass mein Vater noch leben, als er wieder ein Ältester in der urknischen Gemeinde, er vertelt noch mal, dass entweder eine Rot gefragt worden von den Plitzen.
Da wird ein Platz besonders, das wird ein Christ, der wird in Tilsenburg, der hat nach Morit gekriegt und hat nach Rot gefragt, was sie sollen tun mit den verbrauchten Familien und auch mit der Jugend und so weiter. Und sie haben oftmals, was sie angeraubt haben und angekriegt haben, oder Familien zu kommen, dort proben, Frieden anzubringen in der Heimat. Und dann hat vertalt, dat einmal komen ze in hem nemen, want ik ging dan er naar luid weer en eierhuurzaam weer, en dan zei de mompje dat wat iets te doen, en dan ran ze af meer te stel. So dan had je gevraagd, wat zet je dat terug hier? Dan had ze gezegd, ik zit today, dat is een politie, dat wat je metnemen, want je niet voor een stel zijn. En ze hadden zo'n angst dat je die niet ging aanpregen. Dus dat is het leeg. We zijn niet gekomen, die ging aan te gruwen. We zijn daar wat we willen vrede brengen in hem. Dat is wat onze arbeid is. Je soll nicht in Kinder lehren sein, wie sind die gekommen, die Kinder wahrzunehmen, wenn die nicht gehorsam sind. Das ist nicht unsere Arbeit. Wir sind da, was die kommen, Frieden bringen. Und so was daher ist dort passiert, wenn die Kinder arg gelehrt wurden, in so ein Bild kennen dann von seiner Stadt. Und das ist nicht die Wahrheit. So dann fragen wir uns vielleicht, denken wir uns immer so, von die Weihnachten und der Ostern, vielleicht alle so Dinge aus das gelehrt worden, vielleicht für so eine Stadt, wo die nicht Christen sind, für die ist das vielleicht kein Schaden für die. Willst du hören, und du wirst nicht die Christus, aber soll wir als Christen nicht mehr mit so was daher steht. Ich glaube nicht, dass wir sollen. Wir als Christen, wir sollen ein Licht sein für diese Welt, für diese düstere Welt. Wir sollen einen Unterschied merken. Wir sollen die Wahrheit bekannt merken. Menschen das Evangelium bringen und bekannt merken, für was passiert, wie damals in der Zeit, als Jesus gekommen war. Die Weihnachten und auch die Ostern. Besonders nu in dieser Helge da, wo wir nachgehen, wo wir uns erinnern, für das schöne Werk, was da passiert war. Für uns alle. Der gute Nachricht, das Evangelium, das ist unsere Arbeit, die Nicht-Christen dort zu verteilen. Und dann wird das die Kinder oder die Erwachsenen die Wahrheit rüberbringen. So, das ist mein Wunsch und Gebet für uns. Ich weiß nicht, was das für uns geredet haben, dass meine Mutter zu mir sagen, dass sie wissen nicht, was diese Botschaft wird passend sein für uns. Aber mir wird über dem wirklich abfallend geworden, zu hören, wenn wir rumfahren und von der und da hoch einer sitzt, verschiedene Städten, wo sie Niklas abgestellt haben, in Schlädje, in der Reihe, wo da dann fliegen sollen können und so wieder als dort. Sonst hat bejagt einer. Und das ist nicht die Wahrheit, das ist ein Leeres. So mein Wunsch und Gebet ist, dass wir wirklich diese Helge, der was wir kommen, dass wir top kommen und uns unterhalten von das Wunderwerk, was da passiert wird. Wo uns Jesus Christus gekommen wird aus dem Kind in geboren wird für uns zu raten. Dass wir uns wollen damit beschaffen, uns davon unterhalten, uns damit der Friede geben. Weil dort ist die größte Friede, die wir dürfen haben. Wir werden zum Schluss beten. Gott, uns himmlischer Vater, wie kommt am Schluss für dich. Wir danken dir, Herr, für was du für uns getan hast, dass du den Sehen geschickt hast, dann viel Jahre drei uns zu raten. Du schickst am hier, dass ihr ab der Welt aus dem Kind und wird geboren aus dem Mensch und was ab aus dem Mensch und er juist sein Leben haben für uns zu erlösen, für das Leisgeld, was der Brocken, der uns frei zu sagen von unserer Sündenschuld, die wir uns angegangen haben. Dankeschön dafür, Herr. In dieser Zeit im Jahr, wo wir dabei sind, wo wir uns erinnern von der Zeit, halb uns, dass wir ein klares Bild sein und zu sein kriegen und auch unsere Kinder und unsere Großkinder dort mitteilen und auch proben, diese Friede zu bringen, dass die möchten diese gute Friede erfahren, was das wirklich wir, was du getan hast für uns, dass du wirst, dass die ihr treffen, das dafür und das kann, dass wir nicht wollen, eins und anderen, der ihr geben dafür, für was du getan hast für uns. Ich bete, dass du uns wirklich beschützen davon und halb uns, wenn wir Gelegenheiten kriegen, wo wir eine offene Idee haben, vielleicht diese gute Nachricht anderen Menschen zu verteilen, dass der auch erfahren kann, was das für eine Friede bringt, dass das nicht der Necklos ist, was der Friede soll geben, dass wir dort nicht wollen vertuschen, dass wir nicht diese Wahrheit wollen vertuschen, verlieren. Aber wo uns davon, Herr. Und wir danken dir für das große Geschenk, was du uns damals geschickt hast, dass wir von der und auch nach Hammer können mitteilen und von reden und uns erinnern von dort. Und Dankeschön, Herr, musst du uns segnen, wenn wir taub kommen mit unseren Familien, diese Weihnachten und was immer wir tun, dass wir wollen die im Auge haben,
dass du ans Herr bist und ans Erlöser bist. Wir danken dir, in die Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.